Hurra, et giert Erapeln stief. Wenn de Erapeln sind Riepe geit mit Hackesack und Kiepe, Mannslü, Fraulü und der Blagen alle oben Erapelswagen. Dolf Lügenbühl mit Zinelü war selbstverständlich auch dabei. Marie und Anna, Wilm und Setken, de dicke Bären mit Samtsin Jetken, de Woddelbüchse und de Mine, Ditz Runkelkamp und de Kaline, alles mag sich op'n Pad und kürde dürt und kürde dat. Te Hus bleibt bloß der Oma ma und bockt den Pannekauken gar. Dolf Lügenbühl was ganz verserten Leid fettig Raugen sich afmerten. Dann pock in de Büchsentasche und trock rote Fusselflasche. Vorsichtig funk integeiten und leit den Eisen runterfleiten. Dann schut sich den Twitten in. Man kann nicht storen ob einem Pin. Damit auch richtig fucht der Gotte, ging Nummer 3 durch seine Strotte. Holt, reibt Nerich Norbert Dralle. Ich läuf, du trinkest für uns alle. Dat nit. Damit du overweist, weit krüziert, sägen sich der Eis. Und jeder kon dann wie sich merken, wie geistig Nahrung hält beim Werken. 2 Stunden lang de Strünke flügen, wie dat sautigen urhalb niegen de Oma ma dat Frühstück bracht. Denn alle Hen waren schmacht. Pankauken gab et Brot und Wurst und schwatten Koffei für den Durst. Und wie sau noch de Hacken, so gingen nur auch flotte Backen. Und dann kam Wolkenschüvers Fritzer Rup mit seine derben Witze. Gott, wat schaft dat für ein Theater, wat ein Juchen und Geschnatter. Als hol sich den Bug verlachen und reit Orpen wie den Rachen. Am dulsten Zöpfken Haugekloss, der leiht beim Lachen einen Los und schmeite Beine in de Höchte, so dat me sein kon ohne Löchte. Da was der Fritz nicht mente hollen und schlaug ob ihre Echterbollen. Huhu, reib hei, wat is dann dat? Meine Hand, da is jo plenner natt. Et ging dem Söfken Haugekloss, beim Ohm auch noch dat Water los. Da reit zu Ud in harm Laub, der sich verstecken echt am Haupt. Und wie der scheune Morgensonne, was als wir Dreuge in ne Stunde. 1 Uhr mittags was gedorn, dat Lachen und dat Erapelsrohren. De vollen Säcke op'n Wagen und oben droppt der ganzen Blagen. Mit Pietschen, Knall und lustigem Sinn trock als dann wie in Zöllerin. Und Lügenbühl seine Joppentasche, kijk nu der Liegefusselflasche. Er was nicht recht men ob de Schocken, Schlauch waren de Reihen de echter Knocken. Auch Runkelkamp und Ossenkopf, der gingen nu im Twestgalopp. Dat kam nicht von einem Erapelsrohren, dat kam vom Zöller Doppelkorn. Der mägt de stärksten Stief und Mai und manchem Schlette in de Knei. Und wenn ich faste ob de Pinne, dann schmitt in de Strotenrinne. Ob einmal sagt Wilm Surgedrang, wer kömmt denn do de Mühe entlang? Im schwatten Rock obrecht und stolz, et was Bastauer Böckenhold. Und mit'm Ruck nahm jeder Mann sauglieg's im Bittgen Haltung an. Guten Tag, mein lieber Lügenbühl. Habt ihr geerntet gut und viel? Leiber so, Herr Düse Böllers liegen in der eigenen Kellers, denn auch Pasteuers hätten Magen und meistens auch ein Stall voll Blagen. Jojo, reib Dolf, ich hätt nicht dacht, dat der Rauge 30 Zentner bracht. Herr Lügenbühl, ich glaube viel, doch Lügen bringen ab vom Ziel. Wer immer Lügenwasser trinkt, es nie zu gutem Ende bringt. Dat weg in Wiesen, Herr Pastauer, nu hört mal taun Lückenauer. Wat ich ing sag, es nicht gelogen, blaus Pferd und Wagen mitgeworgen. Dort trockte Herr Pastauer ab, mit rauem Kopf und Schlei und Baff. Zu guter Letzt sagt Norbert Dralle, und Schmudderlachen deren sie alle, nu kür mi tüschen Lippe und Ruhe noch einer blaus vom dummen Wur. Und ist der Kopf auch noch so schwor, der olle Sprück blitt immer vor. Wer mit'm Söllerschen will goen, der maut 3 Stunden eher obstorn.
Wordelbuch und der Abelbergsche Sparkasse. Es was im Jahre 1855. Da wollen sie für das Amt Abelberg eine Sparkasse inrichten. Der Randant reibt alle Buren und Geschäftslü und Abelberg schüren, Sölle und Holwicker bi ein und holen ne Ansprache. Wie neurig dat mit der Sparkasse ist, dat könnt nu von Schulte Wordelbuch hören, der körtlich was Schreckliches erlebt wird. Is im Amte uno passiert. Aber Namen will nicht angeben und auch die Örtlichkeit nicht, nimm's blau zu stellen. So, Schulte, du schreib mal los, wie lustet alle, und Schulte fang an. In einem Dorf, nicht alte Wied von hier, kenn ich einen Kötter, der hielt jeden Morgen Land unter de Plauch, 3 Kai um Kampe und ein paar Süge im Stall. Er ist 35 Jahre alt, unverheiratet und hält sich selbers Hus. Als wat er übrig hat, verwahrt er sich im taugebundenen Hosensocken in siem Innerberre, schlüt bi Tage de Kammer af und schlürpt jede Nacht ob siem Gelle. Blaus jeden Sorterdach maut er de Kammer open holen. Willen dat ein Fraumensch Inwürnerhüsken einmal in de Werke kömmt und sie im Berre te maken und sie ne Kammer te rüstern. Dann nimmt er sein Geld in de Büchsentasche mit sich ob Feld oder in Stall. Sein Geld, et wären bereits 150 $, mag ihm immer de grötzte Sorge. Jahrelang ging alles gut. Aber wat dat Unheil woll, an einem Sorterdach morgens früh 6 was in de Norberschaft für utbrocken. Und als Leib und reibte rein. Auch der Kötter sprang op de Strote, te helpen. Da voll op einmal aus'm Kötter seine Kammer und sein Geld in. Wie n Ape über de Hieren und Tüne springet, so sprang er in sein Hus, doch wecke Erlösung. Et Berre was gemaket, dat Geld lag an Ort und Stier und de Kammer was gerüstet. Zweimal talte er dat blanken Dalers nur, et stimmte. Und langsam kam ihm der Verstand wieder. Nein, dat hätt nicht gedacht, dass es so was auf der Welt noch heft. Söcke Ehrlichkeit von der Fraumensch, der Anna, so hätte sie. Von dem Tage an dreiget sich als in seinem Kopf Anna. Arbeiten kann sie und ehrlich ist sie auch. Diese Gewissheit veränderte mit der Zeit sein ganzes Wesen. Und so fing er langsam an, mit dem Gedanken zu spielen, ob sei und hei nicht beeinpössen. Anna merkte dat Bolle und verstand ne so zu behexen, dat er inverstoren was, dat sie ne in einer Nacht von Sonntag auf Sonntag auf seine Kammer beseiken woll, sich uteküren. Gesagt und aufgemacht, eins nahm er sich aber fast dafür. Ich will wohl einmal utprobieren. Denn keiner köft gerne ne Kat im Sack, aber hierot versprechen, dat kommt erst, wenn ich de Familie kenne und Annas mitschief. Anna stammte Marienlande, was von Hus weglaufen und hat sich in de Fremde ad Maget vermitt. Keiner wusste, dat Anna lange Finger ha, wobei Egon, so hätte er galan, schmiere stond und sich von Anna utholen leid. So ha Egon dat Geld versteckt, wat sie beim Kötter utbaldolvert ha, sofortens mitteilt und alle Absprachen mit ihm. Nu ging dat Theater los. Et was mitten in der stockstarken, düsteren Nacht. Egon trok sich de Jack und Schau ut, sträupete sich von Anna ein Kleid über, polsterte der Rundungen mit Putzwolle ut, trok sich Sammethandschen an, band sich ein Kopfdaug und splinterte sich ein Gürt Otto Kolonie in Hemd. Dann ging er no buten, stellte ne lange Leder an Kötters Hus und klärte dort finster, wat op de Gleipe stond. In de Kammer und tastete sich im Düstern an dat Berre ran. Mit seine Samthenne streik er sanft über Kopf und Backen, wer oben Berre stön. Und der Kerl im Berre brummte so wollig, als wenn Bär n Pott mit seinem Honig lecken kann.
Dann gingen de weiken Henne unnert Överberre und krabbelnden am Brust und Hals und Lief. Ach, wat bist du für ein Leiförsken, flüsterte de Kötter und weltete sich für Lust im Berre. Er spürte de Rüschen am Kleid und der Gerück von der Otto Kolonge trug ihm in die Nase. Da konn sich nicht mehr holen und wollte sie an sich trecken und ihren seit Mülken geben. Doch sei flüsterte ihm ins Ohr, wachte, ich will mi ihm utrecken, und ging müskenstill trüge, langsam wieder an Finster, und weg was Anna und mit er dat Leibe Geld. Ich bruke wohl nicht utemolen, wat et op sich geht, wenn einer vom schönsten Engel lorten und auf'm Stub mit'm Dübel tanzen maut. Dat Vertelken von Schulte Wollburg mag auf alle versammelten Buren und Geschäftsleute sauen Indruck, dat sie alle mit de Köppen nuckeden, als Schulte Wollburg am Schluss konstatierte, dat ne Sparkasse dringend nötig wär, willen dat Geld durch Sickerlech und auch noch Junge brächte und pennige Taudalers anwessen leid. Sieht dem Geld in ganz Döppen de Parole, wenn Geld schreit, dann Sparkasse. Schulte Wollburg und Weltkultur. Was sind de Menschen doch verschieden von Kopf und Faut und Positur. Et geht ob diese Welt hienieden niemals de gleiche Kreatur. Der eine hiet 2 linke Hände, der andere hiet Hore drin, der dritte drieget falsche Tenne, im Koppe ober'n grauten Pin. Der eine drieget Bietellocken, meint wunders noch wie scheun dat wär. Der andere köft sich Siedensocken und bellt sich in, stellt wat für. In einem aber sind sie ennig und laupet alle Drächter her. Wie wett me ohne Arbeit hennigen dicken Toto-Millionär? Und use Wiever stört allange mit Stift und Farbe der Natur. Se dräget Köpfe von de Stange und schmachet für ne Spottfigur. Se schämt sich nit mit Minirock und Arm ohne Rümtelaupen. Doch als betalen maute Bock und allen sexy maut hei kaupen. Betrachet nur dat graute Wunder von Einheitskopf und Weltkultur. Käm doch vom Baum der Ape runter, dann wär'n Birtke mehr Natur.